Wir haben heute mitten an einem Punkt, wo wir direkt zwei Gesetzesprojekte vertieft. Ich werde Mama reinschwätzen, dann noch über den Steuerpark. Weil wenn ihr zurückgucken geht, ob 2002 wie das Mama-Renteil angefordert ging, und liest den dann, was damals den CSV-Rapporteur Jean-Marie Halsdorf gesagt hat, da versteht ihr, für was der CSV halt praktisch nach kein Urteilband an ihre Interventionen über die Absätze vom Alter von 60 und 65 Jahren bei der Mama-Rente gefordert hat. Das ist gesagt gehen an einem Satz, es gibt Geld dadurch gespürt gehen. Ich zitiere, die Feierung von einem Forfait d'Education stellt die konkrete Umsetzung von politischen Willen durch, der Erziehungsarbeit von den Eltern und hauptsächlich von den Frauen, die sich keine Renteversicherungskarriere aufbauen konnten oder die ihre Erziehungsarbeit nicht am Kader von ihrer Pension unerkannt konnten, materiell zu valorisieren. Es ist eine Frage für Gerechtigkeit. Die Frauen, wie das meistens Frauen waren, und noch nach Sinn, die sich der Familie gewidmet haben und keiner großgezogen haben der Gesellschaft die großen Denk gelegt, ohne dass sie bislang eine Kompensation für ihre Arbeit an der Vorkroten. Die Frauen ohne Rentenversicherungskarriere sollen durch Stoffhöhung von dieser neuen sozialen Prestation, die mit keiner anderen vergleichbar ist, ihre Arbeit am Interesse von der Gesellschaft unerkannt kriegen. Das ist ein Zitat wieder vom CSV-Rapport über das Gesetz bei der Abfällung von der Mama-Rente am Jahr 2002. Halt verschlechtert das CSV LSAP-Regierung das Gesetz massiv zu Ungunsten von dieser Mama. 2002 stand auch am Projekt der Loi des Alter für 65 Jahre an der Kommission, hat damals ein Alter aufgrund von einem Amendement von 65 auf 60 Jahre raufgesetzt. Das Alterslimit als auf 60 Jahre festgelegt geht, für die Realität vom Rentenanstiegsalter Rechnung zu drohen und auf diesem Niveau neue Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Es ist eine Tatsache, dass von der legalen Pensionsalter bei 65 Jahren Leute die meisten Leute viel mehr frei an Pension gehen. Moyenne liegt bei ungefähr 57 Jahren, präzise sind es 57,3 Jahre bei den Männern, 56,8 bei den Frauen am Jahr 1999. Das ist also ganz klar vom Rapport dürfen gesagt gehen, für was dass man von 65 auf 60 Jahre raufgegangen sind. Und dafür verstehe ich auch, dass es halt ganz schwer war, für das so unmöglich für den CSV-Rapport von Haut zu erklären, für was da den Haut von 60 auf 65 Jahre abgeht, weil ihn dadurch nämlich Haut all die Ungerechtigkeiten, die 2002 der Rapport gesagt hat, die wir aufgeschafft haben durch das Gesetz von Haut, gehen all die Ungerechtigkeiten angefordert. Das geht also gar nicht mehr für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, auch nicht wie beim Staatsrat, wo Strafe gemeint tun, dass wir eine von den ersten Missionen vom Staatsrat mitgeht nach just von der Finanzen. Das ist also just eine rein finanzielle Überlegung, die hier gemacht wird. Wenn ihr das guckt, Herr Präsident, wird alles an, ich werde noch drauf kommen, durch die heute Maßnahmen angespurt wird, dann seid ihr recht, wie absurd das Argument da ist. Was noch absurd ist, dass das heute eine Leistung ist oder eine Änderung ist, die von einem Tag auf den anderen erkraft wird. Das heißt, ein Mann, der den 31. Dezember dieses Jahr nach 60 Jahren kriegt, der kriegt nach Mama-Rente, und ein Mann, der den 1. Januar 2011 hier 60 Jahre kriegt, der kriegt die Mama-Rente nicht. Als die Fälle bekannt sogar von einem Mann, der den 2. Januar hier 60 Jahre kriegt, die Feierkanner hat, an der Frau gehen rund 20.000 Euro durch das heute Gesetz verloren. Ein Mann, der nur am 31. Dezember, also vom 1. Januar an, hier 60 Jahre kriegt, keine eigene Rente hat, verliert, wenn sie pro Kant, was zur Welt gesagt wird, an der Zunahme rund 5.000 Euro. Aber wenn ihr dann den Kostenpunkt guckt, wo man umgehen mit 1,5 Millionen Euro für das Jahr 2011, 3,1 für das Jahr 2012, 15 über die ganze Legislaturperiode, über die 5 Jahre, dann ist das ein lächerlicher Betrag, wenn man gesehen, wie hier in diesem Land weiterhin Steuergelder
zu den Fenster rausgereicht, dass das halt ein lächerlicher Betrag für bei diesem Budget, bei diesen Maßnahmen, die Regierung möchte, für einen High 1,5 Millionen Euro zu spüren, und dummer den alle die Mammen so nodelhaft zu behandeln, wie das der Fall ist. Und das just wie der Staatsrat sagt, afin de redresser les finances publiques. 1,5 Millionen, das ist ein Redressement von den öffentlichen Finanzen. Mammen haben nun eben kein Lobby. Weil wenn wir gucken, was an den letzten Wochen am Montag geschieht ist, und alle die anderen Lobbyen hier im Land haben sich durchgesagt. Jederin hat die Sachen, hat die Regierung noch gehen, an die Maßnahmen fallen los, die irgendwie von einem Lobbykreis gefordert sind. Just bei den Mammen, da geht auf die geklappt, von einer christlich-sozialen Volkspartei an allererster Stelle. Wenn ich dann, Herr Präsident, die Damen und Herren, hier daran Chamber gucke, dann stehen alle die Leute, die an den Gewerkschaften aktiv sind, die in den ersten Mäßig an der ersten Reihe vordrängen, die auf den Kongress sich vordrängen. Ich denke, du und Kollege Robert Weber, Marc Spaus, Ali Kees, Vera Spaus, Roger Negri, Lucia Lux, ob Kiede danach viel Bannen nennen, die sich auf den Kongressen von den Gewerkschaften und auf nächste Manifestationen vordrängen, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die hier ein Gesetz stimmen, was konträr zu dem, was den hier Gewerkschaften, über hier Chambre professionell und noch die von der Fonction Publique, an ihrem AWI gemietet. Und mit mich spät wie heute mitten, stung eng von den Gewerkschaften für unter dir, Herr Präsident, an die Schließen der Stadt werden sie ausgedehnt tun. Die Gewerkschaft aus dem Landesverband, durch ihre Aktionen müssen die Gewerkschaften Einfluss auf die Entscheidungen der Parteien nehmen, insbesondere diejenigen Politiker, welche die Freunde der freien Gewerkschaften sein wollen, müssen verstärkt sensibilisiert werden. Es ist gespannt, wenn wir noch aufstellen, Herr Präsident, ob die Sensibilisierungskampagne von den Gewerkschaften ob fruchtbare Boden gefallen sind oder ob ein Mandatsträger vom OGBL, vom LGB, vom Landesverband, vom Ciprolux, von der CGFB bannen, ob sie ihre Gewerkschaften an direkt fallen. Selbstverständlich stehen sie den nächsten Jahr, den nächsten Meeren an der ersten Reihe und applaudieren dort Gewerkschaften, wenn sie hier kämpferisch reden, werden hallen und vergessen dann, dass sie hier an der Chambre permanent hinnen an der Weg fallen. Herr Präsident, mit diesem Schreck, dass das den echten familienfeindlichen Schreck des Regierung. Man erinnern tun und Desindeksierung vom Kammergeld, die hier gemäht. Ich erinnere an die Abfeierung von den Scheckservicen, wo quasi alle die Mammen, die daheim bleiben für die Kammer betreiben zu machen, nicht können davon profitieren, dass sie geben ihr Kammer auch an eine Struktur gehen. Mit den Mammen, die will wirklich daheim bleiben, an der Regel, also man kann auch der Pap sehen, die aber will daheim bleiben, die Mann kriegt von dieser Regierung so schnell danach mit dem Ausdruck wie Face an den Arsch. Hier gibt keine Familienpolitik mehr gemäht, Herr Präsident. Hier ist eine klare, eine systematisch familienfeindliche Politik. Mammen müssen schaffen gehen. Und Kammer müssen als staatlich Obhut kommen. Das ist der reinste familienpolitische Kommunismus, den hier an diesem Land betrieben wird. Und Madame Minister Marie-José Jacobs hat eigentlich gesagt, wir müssen noch mehr Fragen und Schaffen kriegen. Das war damals, Herr Präsident, das war damals kein Versprecher. Das war der klare Ausdruck von einem politischen Willen, den auch noch systematisch umgesetzt gehen ist. Da der verlangt dürfen, dass der Staat sich nicht an Familien anzumischen hat. Die Familien selber darüber zu dezidieren, wen sie ihre Familie organisieren. Ob sie kann selber erzählen oder ob sie wollen in eine staatliche oder eine Privatstruktur gehen. Zusammenlegung von allen Familien politische Leistungen an die Familiengeld haben wir als ADR verlangt, dass alle Familien noch soziale Kriterien sollen kriegen, an Familien selber dezidiert, wie sie das Geld investiert, an eine Familie, die dezidiert, dass ein Elternteil daheim bleibt, für die Kindererzählung zu machen, muss ein Teil von dem Familiengeld geholt gehen, für obligatorisch an Pensionskasse anzubezahlen, für das auch man ein Pensionsrecht kriegt. Und dann dürfen so nicht, Herr Präsident, Politiker oder Parteien, die in das Gesetz stimmen, die dürfen nie mit dem Mund abtun, wenn darüber geschwärzt wird, für eine Sozialaufsicherung der Frau
oder der Mam die dürfen nie mit dem Mund op wenn der Tisch Dünnerkennung von der Erziehungserbicht von einem Mam am Interesse von der Kanner an unsere Gesellschaft. Alle die in der Teite Gesetz stimmen, die sollen nie mit dem Mund opdoen, sie wäre für die Familie, sie wäre für den Mann soll Kanner erzählen, die verlieren Haut Dommaden Recht für darüber zu schwätzen, nachzusteigen. An CSV, die soll sich auch nicht mehr christlich nennen, weil dann sind sie alle ihr Werte für die SOS angetreten Geheizer Heimaten. Herr Präsident, die Damen und Herren, da der werden Schulfall in keinen Umständen das Teite Gesetz stimmen, das ist ein familienfeindliches Gesetz, und dafür als Idee geht komplett an die andere Richtung. Wir wollen Familie stärken, wir gehen für uns als Familie kein Teil von unserer Gesellschaft, und hier wird Familie nicht gestärkt, mit diesem Gesetz wird Familie geschwächt.